Hä? Was jetzt? Bin ich blöd? Tu etwas gegen diese gruseligen Strolche. Das habe ich gerufen. Ranger, ihr macht unseretwegen so viele Unannehmlichkeiten durch. Meine moralische Unterstützung ist euch gewiss. Am Erdgeschoss ist unsere Empfangshalle. Im ersten Stock befindet sich unser Konferenzraum mit einem in den Boden integrierten Monitorsystem. Im ersten Obergeschoss sind zudem der Aufbewahrungsraum und das Forschungslabor zu finden. Die Einsatzzentrale nimmt die komplette zweite Etage ein. Und auf dem Dach steht der prächtige Baum der Harmonie. Geiler Monitor. Dieser Monitor zeigt die Stellen Almias, in denen es Probleme gibt. Nageno. Ah, das ist Nageno mit dem Atemschutz-Ding. Na, nicht Atemschutz, mit dem Unterwasseratemgerät. Hallo, du bist Mare. Wir haben dich schon erwartet. Fuck, der zickt wieder Instant Raid. Oh Gott, das wird jetzt anstrengend. Noch einmal die Stimme zusammenreißen, dann nochmal die Pause machen. Das ist diese... von aus der Zeitung. Ah, da bist du ja. Das ist unser bester Neuling, Mare, von dem ich euch gerade erzählt habe. Dieser aufstrebende Junge hat herausgefunden, wie Kongiga-Einheiten aufgehalten werden können. Gib uns eine Demonstration, Mare. Ja, deswegen bin ich ja da. Tut mir leid, dass ich dich so damit überfalle. Zeig uns, wie man den Kongiga ausschaltet. Rot löschen. Kongiga-Einheiten können also wie eben demonstriert ausgeschaltet werden. Denkt aber daran, dass es andere Typen gibt, die mit anderer Energie funktionieren. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich durch ihre Färbung. Trotzdem können alle Kongiga-Einheiten mit Hilfe der Pokémon zerstört werden. Informiert sämtliche Ranger, wie sie mit den Kongigas fertig werden können. Mare, wir schulden dir unseren Dank. Das war exzellente Arbeit. Wow. Apropos, ist euch etwas Merkwürdiges an diesem Kongiga aufgefallen? Dass es die Pokémon in diesem Gebäude nicht hypnotisiert hat, beispielsweise? Würdet ihr bitte alle einmal einen Blick auf den Bodenmonitor werfen? Achtet auf das diamantenförmige Gebiet des Kongiga-Diagramms. In diesem Bereich befand sich ursprünglich ein kleiner schwarzer Stein. Ich habe ihn entfernt, als ich die Einheit zusammenstückelte. Wie ihr gesehen habt, konnte der Kongiga ohne den Stein keine Pokémon hypnotisieren. Es scheint mir offensichtlich, dass der Stein irgendeine mysteriöse Kraft enthält. Ist der Stor dafür verantwortlich? Als Kernstück eben. Wir werden diese Kongigas einen nach dem anderen suchen und zerstören müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es wohl, fürchte ich nicht. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir Bezirksranger die Dinger mit Freude zerschmettern werden. Volara. Die Vereinigung arbeitet bereits hart an der Analyse des Schwarzsteins. Wir haben außerdem auch eine Ermittlung in Richtung Team Nachtschatten begonnen. Ach ja, Neuling, kannst du mir vielleicht gleich jetzt ein paar Fragen beantworten? Ich würde gerne ein paar Sachen mit dir abklären, wo du gerade schon mal da bist. Team Nachtschatten behauptete, sie würden ein Experiment durchführen? Sie. Sie sind mit einem Boot aufs offene Meer geflohen? Sie. Sie sind mit einem gelben Kongiga geflohen? Sie. Und wir wissen noch nicht, wie man den zerstört. Gut, hier ist die letzte Frage, aber sie ist mindestens genauso wichtig. Vom Kongiga hypnotisierte Pokémon wurden durch Fangen nicht zu Freunden, richtig? Sie. Das war schon alles. Danke für deine Mithilfe. Es scheint, dass Almias Frieden von einer Gruppe bedroht wird, die sich Team Nachtschatten nennt. Aber wir machen Sie keine Angst. Ihr seid da, um Almia zu dienen und zu beschützen. Ich verlange von euch nur eines. Arbeitet vereint auf unser gemeinsames Ziel hin. Schützt die Menschen, die Umwelt und unsere geliebten Pokémon von Almia. Ja, das sorgt sie so leicht als Vorsitzende. Ich muss noch etwas mit Professor Hastings besprechen. Mach doch mal einen Spaziergang durch das Hauptquartier und stell dich den Leuten vor. Wenn du mit deinem Rundgang fertig bist, gib mir Bescheid. Ich bin im Forschungslabor. Das ist der Raum ganz rechts auf dieser Etage. Alles klar. Eleonora aus Priesenau ist eine fähige Mechanikerin.
Wie sie diese grundsolide Maschine auseinandergenommen hat, werde ich nie verstehen. Als ich die Maschine sah, hielt ich sie für einen Industriestaubsauger. In unserem Gebiet kommt es öfter zu Zwischenfällen. Das ist schlecht. Wer bist du? Fremdenführerpersonal. Hallo Ranger, hocherfreut, kennenzulernen dich. Tut mir leid, ich werfe die Wörter durcheinander, wenn ich nervös bin. Jo, same, Alter, same. Passiert beständig beim Vorlesen. Der Aufbewahrungsraum ist für Pokémon-Archäologie gedacht. Aber in Wirklichkeit wird er vom Personal als Pausenraum verwendet. Okay. Das ist Bidifass. Da hätten wir auch noch mehr Bidifass-Fanger, Kinder. Einfach so? Lol. Das ist der Aufbewahrungsraum. Genau genommen wird er vom Personal primär als Aufenthaltsraum in den Pausen verwendet. Ja, schön, dass du das gleiche nun mal sagst. Dies ist das Hastings Forschungslabor. Ich bin Nageno, ein Wissenschaftler hier. Einer von unseren Forscherkollegen ist zu Studienzwecken im Außeneinsatz. Er erforscht Pokémon in verschiedenen Teilen Almias. Vielleicht hast du ihn schon getroffen? Nein. Hab ich noch nicht. Oder vielleicht doch. Ich werde der fliegende Ranger genannt. Vergiss das bitte nicht. Mit Hilfe dieses mächtigen Monitorsystems können wir den Aufenthaltsort jedes einzelnen Almias Rangers feststellen. What the fuck? Linda, du bist mit 6 Ranger aus Brisenau. Ist ja süß. Voicemail. Spencer, du musst bitte an diese Mission dranbleiben. Da geht's richtig zur Sache. Einsatzzentrale. Und da ist ein Baum. Wunderbar. Lass dich nicht davon einschüchtern, dass dies das Hauptquartier der Ranger-Vereinigung ist. So, wir haben uns umgeschaut und jetzt müssen wir mit Urs reden. Du musst vor dem ganzen Tauchen und unserem Treffen ziemlich erschöpft sein. Es ist schon spät, also werden wir uns für heute Nacht im Hauptquartier einquartieren. Hauptquartier einquartieren. Such dir ein Zimmer und schlaf gut. Ich werde dasselbe tun. Möchtest du schlafen gehen? Ja, aber jetzt ist wieder Fangfrage. Da hat es jetzt noch irgendwelche Aufträge gegeben? Ich dachte halt echt schon mal gerne noch mehr Beaufträge machen, aber irgendwie... Ja, scheiß drauf, wir schlafen. Schlaf gut, wir treffen uns morgen früh unten im Erdgeschoss. Die Aufträge laufen ja nicht davor. Andererseits war es halt einfach cool, schon den Fangcom immer auf einem gewissen Level zu halten. Morgen, Mare, wir gehen zurück nach Brisenau. Echt jetzt? Das war's? Gibt's vielleicht jetzt da noch irgendwelche Aufträge? Hä? Was war jetzt? Hä? Was war das denn? Ein Erdbeben? No way, jetzt passiert nur was. Oh mein Gott. Es ist an diesen Klippen. Nochmal? Oh Gott, oh Gott. Diese Erschütterung war noch stärker als die zuvor, oder? Ich habe gerade eine E-Mail von der iPhone 14 Abteilung gekriegt. Und Kundenservice Lidl. The fuck? Alter, ich kriege lauter so in die Scam-Mails. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich habe vorhin einen Mann mit ein paar großen Pokémon gesehen. Er hat etwas vom Bergsteigertraining erzählt und ist dann zu den Wagnisklippen hinter unserem Haus gegangen. Aber nachdem sie weg waren, haben diese Beben angefangen. Ob sie in Gefahr sind? Verstanden. Wir sehen uns das mal an. Hey Mare, hast du das gerade gehört? Ich dachte, da wäre was richtig Übles. Oder war es doch nur der Wind? Wir werfen besser einen genauen Blick auf die Wagnisklippen. Eine Mission, oh yeah. Oh ja, und das wird geil. Das wird geil. Das habe ich nur ein bisschen im Kopf. Aber suche den Ursprung des Bebens. Let's go, Leute. Scheiß auf Aufträge. Junger Mann. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr nicht nach mir sucht. Habe allerdings so einen Typen mit ein paar Pokémon die Klippen hochklettern sehen. Diese Pokémon waren schwer mit sperriger Last beladen. Okay. Ohrtanzer? Ja moin. Wait. Staravir haben wir noch gar nicht gefangen. Geil. Let's go.
sende Tornados aus und setzt Rammmanöver ein, um anzugreifen. So, da können wir jetzt hochkraxeln. Lavita. Disco vielleicht Zertrümmerer oder sowas. Können wir gut vorstellen. Bei den Klippen werden wir es wahrscheinlich irgendwo brauchen. Alrighty. Ja, Zertrümmern. Es wirft Steine und Felsen, um anzugreifen. Die Beschreibungen sind immer recht simpel gehalten. Ja, dann hauen wir den Tackle raus. Oh. Zertrümmern 4! Wow, nur wenige Pokémon können ihn zerbrechen. Scheiße, Alter. Boah, wo kriegen wir den Zertrümmern 4 her? Holy shit, was muss das für ein Viech sein? War geil, wenn wir nur mehr ein Level abkriegen. Oh, da ist was. Sind da vielleicht irgendwelche Ranken, an denen wir hochklettern können? Da oben! Da oben kommen wir nicht an die Ranke heran. Aber was wäre, wenn sie zerschnitten werden würde? Was brauchst du? Zerschneiden. Ohrens bloß. Okay. Ja, dann. Tschüss. Staravia, let's go. Jetzt gehen wir da auf die Kraxel auf jeden Fall. Aber wir müssen bei der Rechtsnummer schauen, was da ist. Ein Tanzer, der es auf uns runterfällt. Warum den Tanzers, Alter? Und den Wagnisklippen, hä? So, erstmal Magnetilo-Fanger. Und das nehmen wir uns mit, falls es brenzlig wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es brenzlig wird. Magnetilo in der Tasche. Tanzer wieder raushauen. Ey, komm, Alter. Wir werden wohl kaum den Wagnisklippen irgendwo Tackle brauchen, oder? Da brauchen wir schon Zertrümmerer hier. So, was ist das? Keine Ahnung, wer das so genannt hat, aber das ist Federgras. Hm. Du weißt schon, Federn, so wie in sich abfedern. Oh ja. Als ich noch ein Kind war, habe ich mich mit diesen Pflanzen tagelang amüsiert. Ja, wunderbar, dann ab, oder? Boing. Und so kämen wir an den Wagnisklippen weiter. Erst mal schauen, wo das uns hier bringt. Vielleicht wieder zurück, vielleicht aber auch nicht. Okay. Bringt uns zurück. Gut. Oh, oh, oh. Das ist Beben wieder. Ah ja. Diese Pokémon, das sind Ramaidon. Was stellen die denn da unten an? Wurden die Erschütterungen von diesen Pokémon beim Rammen der Wand verursacht? Wir gehen dort besser mal runter, aber von hier aus kommen wir da nicht hin. Hey, sieh mal da drüben. Der Typ muss sich über die Ranken dort hinunter gehangelt haben. Es muss eine Möglichkeit geben, höher hinauf und da drüben wieder herunter zu klettern. Jawohl, let's go. Wir müssen die Ramaidon aufhalten, beziehungsweise den Dude aufhalten, der die Ramaidon verrückt spielen lässt. Staravia. Oh, Pinsir. Geil. Oh, du Bitch. Junge, auf das war ich nicht gefasst. Was soll denn das? Yo, ich glaube, es wird Zeit für Pokestärke. Let's go, Gestein. Ja. War die richtige Wahl. Einfach Storner drauf. Los! Es greift an, indem es mit den Hörnern auf seinem Kopf Rammmanöver durchführt. Oh. Es hat Atzerschneiden 2. Aber Pinsir ist schon echt cooles Pokémon, finde ich. Ui, Kamaub, oder? Hast du? Ich frage mich irgendwie die ganze Zeit über jedes nice Pokémon. Ja, Kamaub. Warte mal. Ist das erste Feuer-Pokémon? Na. Schmanfukano. Es greift an, indem es Glut- und Feuerklumpen speit. Mankey, Alter. Komm, Alter, was soll denn das? Komm. Wie können wir denn wissen, dass wir immer attackiert werden, Mann?
Ja, okay, klar. Mankey ist immer ganz schön wild und so. Schon klar. Zertrümmern hat es auch. Okay, es wird leicht wütend und rast umher. Erst bei Stillstand ist es leichter zu fangen. Level up! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Geile ist, beim Level up lotzt sich der Fang kommt wieder auf. Das kann man auch taktisch verwenden. Das ist ein Flunkiefer. Oh mein Gott. Ey, lauter geile neue Pokémon. Squirgler. So, Flunkiefer, was hast du drauf? Bist du krass? Oder wie schaut's aus? Du wärst vielleicht Pokestecke Stahl haben, oder? War halt ganz cool. Ich glaube, wir haben kein Pokémon, das Pokestecke Stahl hat, oder? Tatsächlich, Stahl. Nice. Es greift mit Hilfe magnetischer Brocken und mit Bissangriffen an. Das ist mir gerade nur eingefallen mit Pokestecke Stahl, weil wir ja in dem Ranger-Rang Pokestecke Stahl jetzt einsetzen dürfen. Und das macht jetzt auch Sinn, wenn wir Stahl-Pokémon finden können. Hä? Dude. Jetzt da. Das hat nicht funktioniert. Was bist du denn eigentlich nochmal? Keine Ahnung, wie du geheißen hast. Tatsächlich genauso, what the fuck? Oh. Man merkt, die haben alle immer mehr Leben. Es verteilt Blätter und Saatkörner, um anzugreifen. Deswegen wird es umso wichtiger, den Fangkommen zu leveln. Ah, okay. Mhm. Squirgler greift doch an. Ha! Bitch. Komm mal runterspringen. Da kommen wir runter kraxeln. Ah, okay. Jetzt geht's wieder los. Die Verwirrung ist am Start. Das ist doch Gamer Congiga. 2 Congigas. Hey, da ist ja ein Congiga. Wie ist der denn da hingekommen? Das heißt, dass der Kerl dort mit dieser Verbrecherbande gemeinsame Sache macht. Ich vermute, er macht die Pokémon mit dem Congiga aggressiv. So kann er sich Neugierige vom Hals halten, wie uns Ranger zum Beispiel. Er weiß auf jeden Fall, dass er nichts Gutes im Sinn hat, was auch immer es ist. Mare, das ist ein großer Auftritt. Das ist ein Congiga wie der, den du in Haverbrück gesehen hast, oder? Kannst du dieses Ziel beseitigen? Ja du, ich weiß nicht mehr, was man dafür braucht, aber logisch war es vielleicht Zertrümmerer. Das haben wir noch nicht gehabt. Und wo müssen wir jetzt entlang? Wir gehen erst mit links. Okay. Ah ja, jetzt sehen wir es ja. Und zertrümmern 2. Wunderbar. Also Flunkiefer oder in dem Fall Bibor, das sich schon die ganze Zeit mitschleppt. Danke, Bibor. Wunderbar. Da können wir also noch nicht durch. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, ist blöd. Ich gehe erstmal wieder nach oben. Aber ich gucke nochmal. Oh. Oh doch, ich kann. Oder? Können wir wieder hoch? Yes! Sehr gut, sehr gut. Dann holen wir jetzt noch mit Flunkiefer. Jo, wie weit jumpst du den runter? Bist du denn irre? Noch mit Pinsir. Wo kommt man da hier? Da wieder rauf, okay. Alter, wir waren fast ins Pinsir reingesprungen. Das hätte auch gemacht. Jetzt fangen wir erstmal das Stolunia für den Eintrag.
Einfach durchziehen. Oh, es kommt bloß Tackle. Es greift an, indem es mit seinem eisenharten Kopf Rammanöver durchführt. Boing. 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 Und der zweite Konkiga. Flunkiefer, let's go. Ist nur recht übersichtlich bisher alles. Bereich geklärt, deine Maison. Der gelbe Konkiga, das scheint ein neuer Typ zu sein. Aber wenn du genau hinsiehst, kannst du sehen, dass er nur aus Plastik besteht. Kein Wunder, dass er mit der Fähigkeit zertrümmern beseitigt werden kann. Ich würde das nicht unbedingt als cleverste aller Designentscheidungen betrachten. Okay. Einfach ein Plastikding. Dann gehen wir jetzt da runter und schauen, was da drüben abgeht. Kleinstein. Warum den Kleinstein? Da kämen wir sowieso nicht dran. Wir haben ihn nirgends löschen gekriegt. So, jetzt schauen wir mal, was abgeht. Ja, da ist immer ein dicker Felsen. Hä? Das bringt doch nichts. Okay, was ist los? Mare, warte mal. Wir müssen diese Ramailon wohl einfangen. Das sind echt zähe Pokémon, also benötigst du vermutlich Pokestärken. Ramailon gehören zu den Pokémon der Gesteingruppe. Pokestärken der Typen Boden, Kampf, Stahl, Wasser und Pflanze sind effektiv. Weil, was habe ich dabei? Genau, deswegen habe ich ja Kinoso dabei. Dann hole ich mir nochmal was. So, wir haben einen dicken Bosskampf vor uns. Das sind die Pokémon, die wir mitnehmen für die Pokestärken. Einmal Pflanze, Kampf, Stahl und einmal zum Aufladen. Vielleicht langt's, vielleicht nicht. Wir haben immer nur Cognodon als Partner, dem wir immer wieder die Leiste füllen können und so, aber werde nicht zu viel bringen, weil Gestein gegen Gestein nicht so effektiv ist, ne? So, wir müssen Ramailon wohl einfangen. Das sind echt zähe Pokémon, also benötigst du vermutlich Pokestärken. Bla 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 bla, haben wir vorher schon alles gelesen. Aber ich schätze mal, dass wir ready sind. Let's go. Dann auf geht's. Wenn es brenzlig wird, versuche es nicht um jeden Preis. Flucht ist keine Schande. Wir müssen durchziehen. Wir ziehen sowas von durch. Der schaut aus wie von Team Nachtschatten. Hey, was soll das hier werden? Warum rennen diese Ramailon gegen die Felswand? Was ist hier los? Was macht ihr denn hier? Seid ihr wie richtige Ranger angezogen? Seid ihr etwa Ranger? Ich bin Geologe, ich führe gerade eine Bodenanalyse durch. Dafür habe ich hier diesen Computer. So, dieser Herr behauptet also ein normaler Wissenschaftler zu sein. Nun, glauben wir dem Herrn? Bro, nein. Genau, und ich glaube ihm auch nicht. Hä, Herr Geologe, ich bin neugierig. Woraus genau besteht der Boden in dieser Gegend denn so? Hä? Der Boden? Also, mal sehen. Da ist roter Lehm und etwas Calcium und jede Menge Dreck und etwas Wasser. Genau, Wasser und eine Prise Salz und ach, vergiss es. Ihr habt meine Strahlung geschaut. Ihr habt es erraten. Ich bin ein Mitglied von Team Nachtschatten. Aber ich erzähle euch nicht, was ich mache. Meine Ramailon werden es erklären. Los, Ramailon! Bald diese Ranger Platz! Dicker Bosskampf, Alter. Dick. Okay, jetzt ist der Moment gekommen für eine Pokestecke. Weil, schau doch mal kurz diese Scheiße an. Oh, nevermind. Das ist ja voll... Hä, das klappt sogar. Okay, ich mach mir kurz ein bisschen ohne Pokestecke weiter. Das habe ich noch im Kopf gehabt. Früher habe ich da übelst reingeschissen, weil ich wusste, dass ich zwischen diesen Felsattacken da die ganze Zeit nur mehr einen Kreis ziehen kann, aber richtig knapp. Und ich habe gemeint, die werde das nicht hinkriegen mit der Maus. Deswegen... Oh. Bro!
Jetzt macht er gleich wieder 3. Also 3 Ausrufezeichen. Alter, ist das dumm? Wenn ich es nicht hinkrieg, dann kreist zu ziemlich, Vollidiot. Bin ich blöd? Was zum Fick ist da gerade passiert? Mal wieder schwache Leistung von mir. Wunderbar. Und zwar sehr, sehr schwach. Sehr schwach. Digga, wie? Bin ich blöd? Ach, fick dich. Ohne Scheiß, du kriegst jetzt so derartig auf die Fresse. So. Ramaidon aus dem Grund, weil ich einfach Storno draufschmeißen kann. Und somit die Leiste einfach nicht verloren geht. Und das ist der Hauptgrund. Das ist das wichtigste Grund. Das war's schon. Wir haben 2 Treffer kassiert. Und 20 Leben verloren dadurch. Holy shit. Dass ich die Kreise so um einen Millimeter einfach nicht zusammengeführt habe. Ich Vollidiot. So oft. Neben den Raummanövern mit seinem steinharten Kopf greift es mit Steinwürfen an.